Den Herr Engel, wenn der sozialistischer Partei gesagt, der Opposition wäre ein bisschen méfiant. Natürlich ist es méfiant, weil das der Propre von der Opposition die Realitäten zu gucken, und als nicht immer da abzuhalten, dass die Regierung Sachen verspricht, dass sie es verträgt, dass sie sich auf Programme referiert, das geht schon nicht durch. Das ist nice, wie zu gucken, dass sich wirklich etwas am Interesse von den Leuten im Terrain ändert, und dass eine Méfiance von der Regierung so kann nicht präsentieren mit nationalem Encouragement und die Regierung, wie das etwas geschieht. Und in dem Sinn, das ist eine ganz wichtige Thematik. Ich will darauf hängen, an der Grande Duchesse, merci so, wie die Initiative für die Forum zu organisieren, den 30. Januar war, weil das hier Initiative mit zu verdanken, dass der Teil auch ein Sujet ist, den am Zentrum vom Interesse, vom politischen Interesse ist. Die Trouble de l'apprentissage, Lehrstörungen oder Lehrbehinderungen, die betreffen ja sowohl Erwachsene wie auch Kinder, Erwachsene als Eltern oder weil sie selber betroffen sind. Und es sind an der glücklichen Situation, dass man als Feierten über ein Sujet schwätzt, dass wenigstens Definitionen an all die Sachen nicht nachher muss wiederholen, weil ich meine, das ist nur DAX genug gemerkt. Was die konkrete Problematik angeht, also das war wichtig, für etwas klarzustellen. Und hier den immer mehr an DAX auf jeden Fall immer mehr, wie ich nicht mehr DAX höre, dass die diesen kein Handicap oder keine Krankheit wären. Das ist gut gemeint. Das ist eine Rücksicht, das ist eine Formulation, die ein bisschen normaler ist an der heutigen Tendenz, wie alles als normal zu betrachten, für nicht mehr keinen zu diskriminieren oder zu stigmatisieren, die weder in Haut schon einmal gebraucht gehen. Also, das ist sicher ein gut gemengten Ansatz. Mit wissenschaftlich ist es aber evident, dass es neurokognitive Entwicklungsstörungen sind, dass es sich immer um ein organisches Problem handelt, und dann auch um eine Krankheit. Und das kann ich so ruhig so, und auch von natürlich, dass da nicht automatisch ein intellektuellen Defizit verbunden ist. Das sind zwei grundverschiedene Sachen, aber das nun einmal eine neurokognitive Entwicklungsstörung und eine Krankheit. Ich betone das ganz besonders, weil wenn ihr probiert, Ursachen ob den Environnement oder ob Sozialfaktoren aufzuwälzen von der Problematik, da vergeht in sich und einem Rechtsanspruch vom kranken Mensch. Und der Rechtsanspruch ist mal Recht auf eine Diagnose, Recht auf eine Behandlung, Recht auf eine inklusive Approche und eben auch Recht auf das Remboursement durch einen Krankenkäse. Das ist alles verbunden mit einer Diagnose, weil eine Diagnose, wenn eine medizinische Diagnose stellt, da fordert den eine Solidarität von der Gesellschaft, die ein kranker Mensch zu gut tut. Und das ist eigentlich ein zentrales Element an dieser Diskussion. Eine Behandlung findest einer DIS oder ADHS als eine Intensivbehandlung. Sie ist zeitintensiv, sie kann ganz spezifisch Besoin nachholen, und sie ist das mit hohen Kosten verbunden. Wenn man also hier geht und den schließt den Krankheitsbegriff aus der Definition, da kann es sein, dass die Behandlung eben nicht remboursiert wird, das ist ja dann Konsequenz davon, und da verschlimmert den Krankheitsbild nach durch ein soziales Problem, weil nicht jeder sich da kann eine Behandlung erleben. Dafür soll ich ganz vorsichtig sein, dass den nicht nach einer Situation dadurch verschlimmert, dass den sie aus einer falsch verstandenen Rücksicht nicht als das bezeichnet, was es ist, nämlich eine Krankheit. Schule. Und ich bin froh, dass der Unterrichtsminister heute ist. Die muss sich natürlich auch auf die betroffenen Leute erstellen, dass das gesagt geht durch die Aménagement raisonnable. Aber das muss im Arbeitsmarkt äquivalent dann auch der Fall sein durch das Statut du Travailleur handicapé. Die zwei müssen heute zusammen geguckt gehen. Aber den Aménagement raisonnable geben wir auch Recht, wie CSV hat gesagt, dass das an der Primärschule muss möglich sein, allerdings auch auf der Universität, weil wir hier festgestellt, und da sind wir ja alle d'accord, dass ein DIS oder ein ADHS nicht verbunden ist mit einer intellektuellen Defizienz. Die Leute können normalerweise eine vollkommen komplette Skolarität machen, bis inklusive eine Universität. Und es muss also auch möglich sein, auf einer Uni.lu Aménagement raisonnable anzufeiern, wie es auf ausländischen Universitäten auch der Fall ist. Also bei der Sorbonne ist es möglich, da muss es auch hier möglich sein. Wir haben noch das Problem, das in der Strache geht, dass wir keine fiable Statistiken haben. Aber was standardisiert Früherkennungstester angeht, also es effektiv nötig, dass die Universität auch für keinen internationalen Impact damit verbunden ist, dass als Universität ob als
Population zugeschnittenen Tester entwickelt. Wir können die ausländischen Tester natürlich, weil Referenzen, die Standardreferenzen, die sie für die Evaluation holen, für uns nicht gelten. Wir haben zu viel homogene Schulpopulation wie ausländische Tester können sie überholen. Dafür ist es wichtig, dass das Minister dafür selber den Auftrag gibt, für eine Freierkennung zu ermöglichen. Bei der Formation von Enseignants, da will ich just unterstreichen, dass das Problem ähnlich ist, dass wir müssen, ob die DIS an ADHS an der Formation von Enseignants angehen, als evident, dass es von den Puren nach Strach gehen, mir auch hier, also an einer Lützeburger Schule mehr schwierig, eben auch durch die Mehrsprachigkeit und Heterogenität von der Schulpopulation, für zum Beispiel am sprachlichen Bereich angesiedelt, diese frei genug zu erkennen. Also das ist eine große Herausforderung, die man muss noch ganz seriös angehen. Sonderpädagogen, da wollte ich den Herr Minister auch frohen, eben die Versprechen, die gemacht hat am Januar, wo wir da stehen. Aber vor allem auch, wenn ihr von einer inklusiven Approche schwätzt, until den sie echt, dann heißt das auch, dass ihr genug Stunden am Kontingent zur Verfügung stellt, für die nächsten Spezialisten an der Klasse noch effektiv können zu gesehen. Und das ist eben auch eine Sache von einem globalen Ansatz an der ganzen Diskussion. Es geht nicht immer um Spezialisten selber, die müssen engagiert, Funder, engagiert, formiert sein, aber eben noch, dass man Stunden an den Schulen dafür holen. All diese Elemente sind eben ganz wichtig, weil es geht immer mehr schwer, wenn das à la Luxembourgeoise so gemerkt, dass man die Kinder mit denen Probleme am Ausland skolarisiert haben. Es geht immer mehr schwer, viele von ihnen an der Belgien oder an Deutschland, an der deutschsprachigen Belgien zum Beispiel, abzuholen. Das von der Belgien eine gewisse Resistenz in letzter Zeit gewirrscht, wie die Kinder dort zu skolarisieren. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass wir hier als politischer schulische Verantwortung holen, wie sie können, hier am Land zu skolarisieren. Wenn Kinder bis am Ausland skolarisiert gehen, als wenn es der spezifischer Sprachsituation wäre, nicht mehr möglich, sie hier am Land zu reintegrieren, und das heißt, dass sie auch kein letztendliches Diplom können kriegen. Auf viele Fälle wird natürlich auch nicht gut aus für sie. Es darf also kein theoretisches Konzept sein, die Inklusion, wir müssen als die nötigen Mittel gehen, für diesem Konzept eine reelle Dimension zu geben. Das ist, wie gesagt, eine Sache von Verantwortung. Und noch gegenüber den Älteren muss man gucken, dass wir proaktiv den Älteren Informationen und Hilfe anbieten. Sie sind heute in einer Situation, wenn sie merken, dass das Problem mit ihren Kindern ist, dass sie praktisch müssen um Hilfe bitten, dass sie nicht direkt wissen, wo sie sich adressieren oder wie das machen. Doch auch das eine Verantwortung in der Schule, wie den Älteren frühzeitig eben die Früherkennung mit den Kindern an den Eltern noch frühzeitig zu helfen und hin die nötigen Informationen zu geben. Wir können keine Fälle lassen, weil er krank ist. Und das ist eben eine richtige Herausforderung für unser Schulsystem. Wir müssen garantieren als Politik, dass wir die Kinder, die das können, wenn sie intellektuelle Fähigkeiten haben, dass die auch können eine ganz normale Schulkarriere machen. Sind Informationen und Sensibilisierung, wo Kinderdoktoren, Informationsmaterial sind auch Sujets, die angeschwärzt gehen. Noch das GAP als zu Recht angeschwärzt gehen. Das GAP, also ein Service, den unser Staat möchte, für eine staatliche Verantwortung wäre. Dafür ist es richtig, wie zu sagen, wir müssen gucken, ob der Staat nicht bereit ist, die Mittel in dem SCAP zu gehen, weil nur sich ja eigentlich suppléiert einer Aufgabe, die dem Staat misst eigentlich zugerechnet gehen. Das ist eigentlich das Wichtigste gewesen bei dieser Interpellation und der Aufgabe von der Opposition. Das ist eben ein Encouragement für die Regierung, uns zu sagen, wie sie will, für diese Leute adäquat und sicher zu helfen.